Den Pfiff Volker Reichenbeck. Dankeschön. Nächster Programmpunkt, die Sensi von Dahl. Sieh, da bin ich wieder. Kennt ihr es mich noch? Haben wir eh gleich gedacht. Ich bin aber nicht auf der Alp. Im Winter ist da viel zu kalt. Da darf ich mir ja sonst was abfrieren. So war die Kirche abgetrieben werden müssen. Das reinste Chaos. Eine Katastrophe hat die andere gejagt. Also, im September ist der Bauer gekommen und hat gesagt, die Kirche müssen abgetrieben werden. Gell? Da habe ich mir auch gedacht, dass das nicht geht, wo die schon so lange geboren waren. Aber dann habe ich kapiert, was der Bauer meint. Also haben wir abgetrieben. Ausgerechnet am Freitag, den 13. September. Der Tag für alle Gespenster und Geister. 3 Tage vorher haben wir die Viecher zusammengesucht. Alle. Diese von Kuh. Die waren jetzt zum Finden. 2 Tage bin ich aber rumgelaufen. Und wie ich zurückgekommen bin, war die Kuh da. Ehrlich, hab ich erzählt. Sieh, also, dann ist es passiert. Beim Abtreiben bin ich ausgerutscht in so ein Kuhdreieck rein. Ich nicht mehr aufstehen können. Der Sepp ist sofort zum Bauer gerannt und hat geschrien, die blöde Kuhaugen ist ausgerutscht und hat sich den Fuß gebrochen. Der Bauer sofort gekommen mit dem Traktor, mit dem Tierarzt, wollten sie mir einen Gnadenschuss geben. Im Winter, da sind wir alle am Bauernhof. Und da gibt es nicht nur Kühe, da gibt es auch Schweine. Und weil das Haus so dreckig war, habe ich gleich einen Schmiersaft erwischt und eine Bürste und wollte es putzen. Was da rutschig. Die Sau war nach wie vor dreckig. Und die Bayerin ist ausgerutscht und hat sich alle 2 Hände gebrochen. Da hat sie gesagt, Sensi, jetzt musst du mich ersetzen. Ist gut gegangen, bis auf die Nacht. Bis die vom Bauer seiner Kammer erwischt hat. Und sagt, Sensi, was tust du vom Bauer seiner Kammer? Und ich gesagt, die beiden, du hast gesagt, ich soll dich ersetzen. Aber melken tue ich noch immer nicht. Ich fummel bei dem Herrn Kuh nicht umeinander. Und seitdem trinke ich aber keine Kuhmilch. Ich trinke nur mehr Haarmilch aus der Packung. Sepp hat sich wegen mir am Bord wachsen lassen, damit ich vorn und hinten unterscheiden kann. Nach 3 Tagen ist er gekommen und hat gesagt, Sensi wird Volljäger. Und ich gesagt, Sepp, und ich gesagt, ausschaust nicht was so männlich, eher wie so ein Kaktus in der Entwicklungsphase. Sieh, ich hab Geburtstag gehabt. Wirklich. Sepp hat mich zum Essen eingeladen. Ein Überraschungsessen. Das war's. Ich habe mir das Restaurant auswählen dürfen, dann habe ich mir ein chinesisches ausgesucht. Da wollte ich gar nicht mitgehen und dann habe ich ihn überredet. Wow! Alles Gold. Bunt. Der Tisch war schon gedeckt. Ein Service war das. Dann haben wir uns hingesetzt. Die Suppe auf dem Tisch gestanden. Ein Wein. Aber unser Zitronenwasser noch den hat es geschmeckt. Aber der am Nebentisch hat es auch nicht geschmeckt, weil die haben sich die Hände sauber gemacht. Ja. Und dann haben sie was serviert. Und sie haben Tassen. See, ich sag's. Es war kein Kaffee. Es war Latte. Wissen Sie, was das ausgeschaut hat? Ja, sowas haben wir getrunken, das was am Produkt angeht. Das habe ich nicht getrunken. Und dann sind sie mit dem Essen gekommen. Kein Besteck. Wissen Sie, was die gebracht haben? Stricknadeln. Aber da habe ich gleich prostituiert. Da habe ich gesagt, Fräulein, ich will essen und nicht stricken. Ja,
Dann haben wir es halt probiert, weil der im Nebentisch, der hat sehr, sehr leicht ausgeschaut. Denkst du? See! Eine Woche bin ich mit der Augenklappen umgedreht. Probiert's einmal, Reis bestrickt auf unser Essen. Und dann sind wir zum McDagobert gegangen. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen McDagobert und einem guten Restaurant? Ich schau. Bei einem guten Restaurant, da warten wir stundenlang aufs Essen. Und bei McDagobert, da wartet das Essen stundenlang auf uns. Ja, und dann, wisst ihr, was mir der Sepp erklärt hat? Wisst ihr es, wieso dass die Chinesen Schlitzohr haben? Ich schau. Die Chinesen essen ja bekanntlich sehr viel Reis. Reis stopft. Und wenn sie dann auf den Topf gehen, dann wird morgens das jeden Tag, dann kriegen sie auch Schlitzohr. Ole! Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war